Der Sonntag ist für den 8. Juli 2023. Hier noch einmal Prediger Carney Jans. Wir wollen uns für diesen Tag einmal das Thema beschaffen über die Bibel. Wann die Bibel lebendig wird. Dort lesen wir einen Aufschnitt in 1. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 13. Ihr seid wohl eingedenk, liebe Brüder, unsere Mitarbeiter und unsere Mühe, denn Tag und Nacht arbeiten wir, dass wir niemand unter euch beschwerlich werden und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Das seid ihr Zeugen, und Gott, wie heilig und gerecht und unsträflich wir bei euch, die ihr gläubig waret, gewesen sind. Wie ihr denn wisset, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeglichen unter euch ermahnt und getröstet und bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt, würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Jemand auf einmal diesen Ausdruck so gemerkt, dort sind 3 Stufen bei einem Studium von der Bibel. Zuerst ist es die Heilstufe. Wenn du das annimmst, so ist eine Medizin, was die soll gut tun. Die zweite Stufe ist das Wertschrot für das Brot, die Stufe, wo du dich über Nachhof isst. Die dritte Stufe ist die Frucht, Sonne, eine Stufe, wo dort erfreulicher merkt. Was für eine Ebene hast du erreicht? F.B. Meyer warnt einmal mit folgenden Worten: Lies deine Bibel nicht aus einer Zeitung. Fängst du eine Verhütung ab einer Seed, so aus einem Geldscheck, dann tust du das an für Geld. Wenn du ein Gebet wieder gefordert, dann ihn die dort an und stell dir dort so aus eine reich gemerkte Fell für den Bärenschoss, wo du Fanzielen kannst. Wenn ein Vorbild von der Heiligkeit für die abdacht, dann bet Gott, dass dasselbe für die tät. Ein kleiner Junge, der gewandt wir regelmäßig zur Kirche zu gehen, wird krank und kann am Sonntag nicht nach der Kirche gehen. Er ging in seine Schlafstube, um seine Bibel zu lesen. Das wie ungewöhnlich still. Und die Mama verwundert sich, ob denn irgendwas Schlimmes passiert wäre, oder sei irgendwas Schlimmes verhört. Da lässt die Mama nach ein Blödes. Was denkst du, Andy? Und das Junge antwortet: Ich betrachte den Lazarus, wo er vom Tod abgestanden ist. Was für eine schöne Antwort. Das Junge, der los durch Johannes 11, in sein kindlicher Glauben macht diese Geschichte lebendig. So ist die Bibel auch für die und für mich so ein volles Leben, so als für diesen Jungen. Wenn Christus im Zentrum von uns Leben ist, wird das Wort, die in mir zu ein geistliches Festmahl bedienen, wobei unsere Seele genährt wird. Wenn wir unsere Bibel einmal betend lesen, mit Hilfe von dem Heiligen Geist, dann werden wir gespeist und getrunken. Wenn du dann dort lebst, was du gelehrt hast, dann wird die Bibel für uns lebendig werden. So ist nicht bloß genug, eine Bibel zu beherrschen oder eine zu ihnen, sondern die Bibel muss uns beherrschen. Nun nach den 13. Vers in 1. Thessalonicher 2. Darum danken auch wir ohne Unterlass Gott, dass ihr, da ihr empfängt von uns das Wort göttlicher Predigt, es aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern wie es denn wahrhaftig ist als Gottes Wort, welcher auch wirkt in euch, die ihr glaubet. Gottes Segen.